Salut zusammen und herzlich willkommen zur 44. Folge von Swissinfo, Dovas Switzerland. Schon lange jetzt kein Swissinfo mehr gegeben und darum bin ich jetzt so richtig heiß drauf, mit euch wieder mal ein bisschen diskutieren zu dürfen. Und schauen wir als erstes gerade in Kanton Glarus. Dort hat nämlich das kantonale Parlament beschlossen, dass die Glarnerinnen und Glarner anfangs 2017 über ein Burka-Verbot entscheiden dürfen. Dann wird im Kanton Glarus also abgestimmt, ob Burkas weiterhin erlaubt oder eben verboten werden sollten. Bereits jetzt, also mehr wie ein Jahr vor der Abstimmung, kämpfen schon die Leute um die Stimme. Die einen finden, das ist religiöse Freiheit, das muss man tolerieren. Die anderen finden, das ist ein Sicherheitsrisiko, das muss abgeschafft werden. Wiederum Dritte finden, man muss sich anpassen, wenn man in der Schweiz lebt. Es gibt allerlei Meinungen. Und ich wäre nicht Ask Switzerland, wenn ich nicht dazu auch noch meine Meinung sagen würde. Ich persönlich finde, religiöse Freiheit muss respektiert werden. Wenn es aber ein Sicherheitsrisiko ist dadurch, dann muss es unterbunden werden. Und es macht für mich wenig Sinn, wenn sich zum Beispiel ein Fußballfan nicht vermummen darf, ein Burka aber toleriert wird. Ich finde es aber wichtig, dass man nicht sagt, Muslime stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Das ist absolut nicht der Fall. Kopftuchträgerinnen und Kopftuchträgerinnen sind absolut kein Sicherheitsrisiko meiner Meinung nach und sind Menschen wie du und ich. Ich kenne solche und ich habe es total gut mit denen. Ein Burka wiederum ist dann ein bisschen eine andere Sache und sollte darum meiner Meinung nach nicht erlaubt sein. Was ist eure Meinung zu dieser ganzen Sache? Ab in die Kommentare. Und wenn wir schon beim Thema Bekleidung sind, dann schauen wir auch noch gerade auf eine Schweizer Art von Bekleidung. Nämlich haben ja die national bekannten Schweizer Edelweiss-Hemdli letztens für einen Skandal gesorgt. Frischen wir unser Wissen noch mal ganz kurz auf. Was sind denn die Edelweiss-Hemdli? Edelweiss-Hemdli sind einfach robuste, schöne, typisch schweizerische Hemdli. Wer so eine Hemdli anhat, wird oft als Patriot eingestuft und ist es meistens auch. Jedenfalls haben in Gossau im Kanton Zürich 10 Schüler die Hemdli angehabt und sind so in die Schule gekommen. Das ist jetzt an sich noch nicht wirklich etwas Besonderes, der Skandal geht erst richtig los. Die Lehrerin von denen hat nämlich gefunden, das geht so nicht, die Hemdli sind rassistisch und hat sie zur Schulleitung geschickt. Dort hat es emotionale Diskussionen gegeben und das Ganze hat damit geendet, dass die Schulleitung den Schülern dann gesagt hat, entweder ihr habt am Nachmittag etwas anderes an oder ihr bleibt gerade daheim. Ich meine, daheim bleiben und Minecraft zocken ist auch nicht schlecht, aber die Schüler haben das dann auf Facebook gepostet und das ist dann richtig ins Rollen gekommen und es hat für einen kleinen Skandal gesorgt. Vor allem von rechtsorientierten Politikern wie zum Beispiel von der SVP wird bemängelt, dass in der Schule beispielsweise ein Kopftuch erlaubt sei, so ein Edelweiss-Hemdli aber nicht. Ich persönlich habe schon gestern im Livestream meine Meinung dazu gesagt, du gehst in die Schule, um etwas zu lernen und der Lehrer ist dafür bezahlt, dass er dir auch etwas beibringt. Jetzt ist die Frage, warum bezahlen wir Steuern, damit einem der Lehrer sagt, wie man sich anziehen soll. Das hat einfach nicht der Lehrer, sondern sind Ältere oder wenn man über 18 ist, man selber zu entscheiden. Das heisst, Kopftuch in der Schule ist völlig kein Problem und Edelweiss-Hemdli in der Schule ist demzufolge auch überhaupt kein Problem. Bei mir an der Schule gibt es zum Beispiel ein Trainerhosenverbot und keiner beachtet es. Ich weiss nicht, wie streng sind bei euch die Lehrer und was meint ihr allgemein zu dieser Edelweiss-Hemdli-Diskussion? Eure Meinung ab ins Kommentar. Und noch eine ganz kleine Anmerkung, bevor ihr jetzt anfangt zu tippen. Die Lehrerin hat ja, wie ich gerade gesagt habe, behauptet, die Edelweiss-Hemdli haben einen rassistischen Hintergrund. Die Frage ist natürlich, ist Patriotismus verbunden mit Rassismus? Ich meine, Patriotismus ist ja immer mit der Auffassung verbunden, Ausländer sollten eher draussen bleiben und das stufen manche als Rassismus ein. Ich finde, solange es nicht gegen eine spezifische Bevölkerungsgruppe geht, sondern einfach eine allgemeine Abgrenzung ist das nicht Rassismus. Eure Meinung dazu als Ergänzung zum anderen mit den Edelweiss-Hemdli bitte auch in die Kommentare. Heute bin ich echt gespannt, wie die Diskussionen ausfallen. Jetzt kommen wir auf ein eher traurigeres Thema zu sprechen. Der Schweizer Zoll konfisziert immer mehr falsche syrische Pässe. Flüchtlinge aus Syrien sind derart verzweifelt, dass sie offenbar ihren echten Pass sich abnehmen lassen und dafür einen falschen kaufen. Die Hoffnung von ihnen ist natürlich, dass sie mit dem falschen eher in die Schweiz können als mit dem echten. Aber offenbar ist die Schweizer Polizei zu gewitzt dafür, als dass sie sich durch falsche Pässe hinters Licht führen lassen würde. Und das ist dann natürlich für die ankommenden Flüchtlinge erst recht ein Desaster. Sie haben dann weder einen falschen noch einen echten Pass, also sprich, sie sind Sans-Papiers. Und als Sans-Papiers können sie dann natürlich nicht mehr beweisen, ob auch sie zum Flüchtlingsstatus dazugehören oder ob sie eigentlich einfach solche sind, die man nach einigen Monaten wieder abschieben darf. Das ist jetzt natürlich eine sehr komplizierte Sache. Ich frage mich auch, was denen erzählt wird, dass sie ihren echten Pass abgeben und dafür eine Fälschung aufnehmen. Aber mir persönlich würde es sehr wundern, was ihr dazu denkt, wie an der Grenze mit diesen Leuten umgehen werden sollte. Ich meine, wenn der Pass falsch ist, dann weisst du wirklich nichts über die Menschen. Sind sie jetzt ein Sicherheitsrisiko oder sind sie verfolgt und wenn du sie zurückschickst, dann befinden sie sich wiederum in einem Sicherheitsrisiko? Heieiei, Schweizer Zöllner sind in ungemütlichen Situationen. Eure Meinung ab in die Kommentare. Und wenn wir schon beim Thema Flüchtling sind, dann kommen wir jetzt noch zu einem bisschen kuriosen Fall. Ein Flüchtling aus Syrien ist nämlich abgehauen, aber Achtung, nicht von Syrien in die Schweiz, sondern umgekehrt. Yep.
Er hat es geschafft, in die Schweiz zu kommen und ist dann aus der Schweiz nach Syrien geflüchtet. Als Grund dafür nennt er die Bedingungen in den Schweizer Flüchtlingslager. Dort müsse man zum Beispiel mehr als eine Stunde fürs Essen anstehen. Es gäbe noch ein Bad für hunderte Menschen und gewisse Zimmergenossen rauchen und kiffen. Das ist natürlich alles andere als das, was man sich wünscht, und darum setzt er sich jetzt offenbar freiwillig wieder um Bombenhagel aus und geht nach Syrien. Ich meine, ganz abgesehen davon, ob man jetzt für oder gegen Flüchtlinge ist, das ist einfach nur noch traurig. Ich weiss, es gibt ganz viele Geschichten von Leuten, die sagen, die benehmen sich unerhört, die haben so hohe Forderungen, die sollen doch dankbar sein, dass sie hier aufgenommen worden sind. Aber Mann, die sind dankbar, dass sie hier aufgenommen worden sind, und ein bisschen humanitäre Hilfe, ein bisschen ein humanitäres Umfeld haben die aber verdient. Und wenn der jemand so weit bringst, dass er zurückgeht, wenn er weiss, dort könnte er umkommen, wenn es hier so schlechte Zustände hat, dann frage ich mich eigentlich nur noch, was hier los ist. Also ich finde, man kann Flüchtlinge ja ablehnen, aber denen, die hier sind, denen muss man nicht mehr das Leben schwer machen. Seht ihr das so wie ich, oder findet ihr, nein, da müsst man ein bisschen mehr in den rechten Flügel rutschen, oder findet ihr, Lionel, man soll doch gar keine Flüchtlinge abschieben, die sollen alle hierher kommen? Eure Meinung ganz gerne in den Kommentaren. Und an dieser Stelle möchte ich euch ganz kurz auf ein Projekt von einem Kollegen von mir aufmerksam machen. Der Pascal Rey ist als Sanitäter immer wieder in Flüchtlingslager unterwegs und hilft dort, bessere Zustände zu kreieren. Falls ihr euch ein bisschen näher zu diesem Typ informieren wollt, wäre der Link zu seiner Webseite in der Videobeschreibung. Und das ist es mit der 44. Folge von Swissin von Doof aus Switzerland. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Schaut auf jeden Fall auch auf allen anderen wichtigen Links in der Videobeschreibung vorbei. Auf allen anderen Social Media bin ich sehr aktiv. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch schöne Festtage. Ich werde vor Neujahr noch ein paar Livestreams machen. Vielleicht auch nochmal ein Swissin oder einen Neujahrsanspruch. Aber auf jeden Fall wünsche ich euch mal Tschüss!